Fußball war gestern. Ein neues Sportereignis erwartet uns. Und damit herzlich willkommen zum Let's Test zu NHL 13. Auf der linken Seite haben wir den HC Davos aus der Schweiz. Und auf der rechten Seite die Adler aus Mannheim, aus der deutschen DEL, der deutschen Eishockey-Liga. Oh yes. Ein Spiel der Nationen, Schweiz gegen Deutschland. Naja, vielleicht nicht unbedingt, aber es geht ja auch um die Ehre des Spengler Cups. Ja, Freunde, heute Abend, oder wohl eher am 28.12. um etwa 20 Uhr, 20.15 Uhr spielen diese beiden Teams im Traditionscup Spengler Cup, der in der Schweiz jedes Jahr zu Weihnachten stattfindet. Doch jetzt erst einmal zocken wir hier los. Ich hoffe, ich kann es noch ungefähr. Ja gut, wie gesagt, let's testen, so ein bisschen, wow, Hilfe. Gut, ich bin natürlich der HC Davos, weil ganz ehrlich, so ist mein Lieblingsteam und daher ist es ja... Okay, die Steuerung funktioniert ganz gut. Eigentlich logisch, nicht wahr? Und Schuss und Nachschuss. Komm schon, Ritter von Axt. Nein. Ah, das war ein super Angriff, aber leider der Davoser nicht gerade die beweglichsten heute. Woran könnte das wohl liegen? Wieso? Wow! Der war nicht schlecht. Komm schon, Sikora. Nimm ihn dir. Und... Ja... Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen unpräzise, dafür ist der Torhüter Leonardo Giannoni natürlich immer sehr wachsam. So, jetzt mal gucken, ich hatte da... Wie jetzt? 2 Minuten Strafe? Komm schon, das hat zwar der Torhüter, aber... Ja, aber er war doch außerhalb seines... Egal. 2 Minuten Strafe gegen Peter Sikora, weil er, naja, war ein bisschen, ja... Wie jetzt? Okay, es ging gerade in Davos raus, aber uns wurde ein Deutscher gezeigt. Das heißt, irgendwie spinnt auch die Kamera. Und der Stadionsprecher, ist mir gerade scheißegal, komm schon, Jan von Arx am Puck. Und er passt natürlich zu. Mann, was macht der Trottel da? So, schon besser. Passt die Sekunde da wieder. Okay, das ist da drin, wieso auch immer. Und abgefangen von Lehu, von den Adler aus Mannheim. Nicht ein spannendes Spiel bisher, aber das wird noch zeigen, sobald die Steuerung ein bisschen besser... Wow! Zum Glück haben die Davoser Leonardo Giannoni im Tor, denn sonst wäre das garantiert schon das 1:0. Und Maha jetzt im Puckbesitz. Und er passt zum Gegner. Ja, natürlich super. Jan von Arx am Puck. Und er... Okay, irgendwie spinnt gerade die Steuerung grausam. Maha, was machst du da? Gut, dankeschön. Jetzt zum nächsten Zuseher und er ist einfach zu langsam heute. Also das Match hier zwischen dem HC Davos und Adler Mannheim erinnert mich ein bisschen an das gestrige Fiasko gegen das Team Kanada. Das war auch so ein, naja, man möchte es nicht unbedingt sagen, aber doch schon eher peinliches. So, jetzt aber. Peinlicher Versuch der Davoser und der Puck ist im Besitz des Torhüters. Das heißt, ein Bulli vor dem Torhüter, vor den Adlern. Die Adler aus Mannheim, eine starke Mannschaft, doch bisher haben sie noch nicht so viel punkten können. Der Leonardo Giannoni hält heute einfach alles. So, nächster Bulli für Sandro Rizzi und er gewinnt das Bulli. Bert Forster schießt. Ah, knapp daneben. Nicht schlecht, Bert Forster, nicht schlecht, aber da muss noch ein bisschen mehr... Ja, in deiner Torgefährlichkeit arbeiten, mein Junge. Wow. Was denn jetzt? Abseitswarnung. Ja, der Schiedsrichter nimmt es heute etwas sehr genau, muss ich leider so zugeben, weil, ja, Abseitswarnung schön und gut, aber da vorne stand gar keiner von meinen Leuten. War alles blau. Nichts von gelb. So, wieder für Bert Forster, sehr schön. Und die Deutsche, man hörte schon. Sie wollen hier punkten. Aber nicht so mit den Davosern. Sie sind weiter im Angriff. Weiterhin gefährlich. Naja, mehr oder weniger. Oh mein Gott. Das kann noch ein Spektakel werden. Die Adler aus Mannheim. Sehr schnell unterwegs. Kann nicht anders sagen. Komm schon. Stopp die Adler. Sie trimmeln sich durch alles durch. Aber die Verteidigung steht natürlich auch der Torhüter. Leonardo Giannoni. Der hat Davos sowieso bekannt für seine guten Torhüter. Ich erinnere nur an Lars Weibel und Jonas Hiller, die jetzt mittlerweile auch schon in anderen Teams spielen, mittlerweile auch mitunter in NHL in Amerika. So gut sind die Schweizer Torhüter. Ja, Mann.
So. Was ist da vorne los überhaupt? Die Abseitswarnung. Ja, die Schiedsrichter. Mit denen stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Und ich wette, der Coach vom HCD Davos, Arno Del Curto, wird an der Bande auch schon toben. Wie er es ja nur zu gerne pflegt. Nicht wahr, meine Schweizer Fans? Und ich denke mal, dass die deutschen Fans unter euch, also deutschen Eishockey-Fans natürlich, so vom, ich sage jetzt mal vom HCD oder generell auch vom Spengler Cup wohl nicht so viel wissen dürften. Was machen die Davoser da hinten? Sie lassen ihren Torhüter sehen, ruhig alleine. Wow. Das war ein bisschen zu knapp, liebe Sportsfreunde. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Ich sehe gerade, ich übersteuere hier beim Pegel grenzenlos, aber ist mir gerade egal, denn ich bin hier richtig im Sportfieber. Uli Gewinn vor dem eigenen Torhüter, sehr wichtig. Und Ramhold hat den Puck, so. Jetzt wird gerannt und der Ball lang gespielt. Sehr schön, die Davoser, sie müssen sich auf... Ja, sie müssen ins gegnerische Feld hineintrippeln. Sie müssen Stellung beziehen, weil sonst können sie hier nicht punkten. Und Seher wieder im Sturm. Und er passt nicht, dribbelt er ein bisschen, er dribbelt. Oder versucht zumindest. Und direkt auf den Torhüter, doch der, was macht der? Der macht überhaupt nichts. Er überlässt seinen Spielern die ganze Arbeit. Und mit der Abseitswandlung schnell zurück und schon ist Stub an der Reihe. Aua, Lukas Stub natürlich immer sehr schön unterwegs. Und da kommt schon wieder ein Deutscher, der es versuchen möchte. Doch heute ist an Leonardo Cenoni kein Vorbeigehen möglich. Ein Pass der Bahn entlang und jetzt sind die Davoser wieder im Zuge. Es ist nicht mehr viel zu spielen, deshalb müssen sie sich beeilen. Komm schon, ja, das wäre so ein schöner Pass gewesen. Und schon wieder die Davoser im Puckbesitz. So, Leno. Ramhold, was macht er da hinten? Die Deutschen, sie versuchen es immer wieder. Die Davoser Verteidigung ist heute nicht zu gebrauchen. Löchriger als ein Schweizer Käse, möchte man fast behaupten. Hat leider etwas. Muss man ganz ehrlich sagen, doch da kommt schon Maher. Er wird umzingelt von zwei, er dribbelt sich vorbei und er schießt. Oh, ein Loop, der wäre so schön gewesen, hätte er doch nur getroffen. Lumak wieder im Puckbesitz. Die Adler, sie kreisen um die Steinböcke, um die Davoser. Doch sie haben Leonardo Cenoni im Tor, der heute nichts anbrennen lässt. Und da, ganz links außen, wer ist da? Sykora und nein. Oh nein. Das wäre zu schön gewesen. Es wäre ein perfektes Traumtor geworden. Aber leider wollte heute das nicht so gelingen. Was machen da die beiden Typen? Die wollen sich gerade prügeln. Das geht ja nicht. Wir sind hier im Sturm. Tadicek. Und schießt. Na, das gibt's einfach nicht. Stub hat zurückgeschleudert. Stub, wieso nur? Tadicek, komm schon. Ja. Wer Forster? Hätte es beinahe geschafft. Ramhold und... kein Vorbeikommen. Was jetzt schon wieder? Es wird geprügelt. Sie wollen sich prügeln. Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, sie hauen drauf, als gäbe es kein Morgen mehr. Und schon hat Tadicek Sifos zu Boden geschlagen. Die Mannheimer Fans buhen die Davos natürlich aus. Und trotzdem gibt es natürlich sogar eine 5-Minuten-Strafe für die Mannheimer. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ne, nur eine 2-Minuten-Strafe. Ja, der Kommentator war wieder mal ein bisschen zu voreilig. Natürlich auch parteiisch, aber das ist sowieso eine andere Geschichte. Oh, was macht der da vorne? Was soll das werden, wenn ich fragen darf? Stub. Und Jan von Ax alleine hinten. Wird er etwas ausrichten können? Nicht wirklich. Und da schon der erste Angriff der Adler aus Mannheim. Sie wollen den Sieg. Sie riechen ihn schon beinahe. Sie sind in Unterzahl und trotzdem. Eine neue Strafe gegen... was? Gegen einen Davoser? Oh, was ist das denn für ein Schiedsrichter, Mensch? Gegen Lukas Stub für Unsportlichkeit? Hallo? Naja. Die Schiedsrichter müssen es ja wissen, nicht wahr? Wie immer. Oh, Puckbesitz für Wagner. Und er feuert drauf los, aber kein Durchkommen. Und da, Forster und Reto von Ax im Sturm. Ja, im Sturm, würde ich gerade sagen. Im Sturm!
Alter. Zurück. Nein. Oh, Hilfe. Was macht die da? Was macht die da? Und Schuss, aber weit daneben. Überhaupt keine Gefahr für Leonardo Cenoni. Redo von Arx versucht es. Er spurtet. Das sind schon die nächsten wieder. Sie fighten an der Bahn lang. Sie wollen den Puck unbedingt haben. Forster versucht es auch, aber Ritz ist derjenige, der in Scheibenbesitz gelangt. Ein spannendes Match, Freunde. Kann nicht anders sagen. Er dribbelt ein bisschen und er schießt, aber natürlich kein Vorbeikommen und sogar ja, ein Torhüter ins Torhaus schieben. Nicht sehr beliebt, aber sehr effizient. Ein Bulli auf neutralen Mitte. Neutralen Drittel natürlich. So, Back wieder mal. Er versucht es. Kein Durchkommen bei der Abwehr der Davoser. Doch trotzdem musste Cenoni retten. Und es gibt ein Bulli vor Leonardo Cenoni. Dem 1A-Torhüter der Davoser. Doch die Frage ist, wie lange wird diese makellose Weste noch weiß bleiben? Und, wow, das wäre fast zu knapp gewesen. Jan von Arx im Puckbesitz. Und er stürmt. Was macht er genau? Er zieht vorbei. Er versucht es. Back wieder mal und Sikora geht zurück. Und Cenoni hat's gefangen. Eine Strafe für Sikora. Und deswegen, wenn ich mal fragen darf. Der Schiedsrichter hat mal etwas gesehen, was keiner von uns gesehen hat. Unsportlichkeit? Ja, okay. Ja, die Schiedsrichter sind natürlich immer über jeden Zweifel erhaben. Gar keine Frage. Sie wissen natürlich immer alles perfekt. Oh, die Davoser sind ganz schön in die Enge getrieben. Das kann so nicht wahr sein, liebe Sportsfreunde. Das darf nicht sein. Liebe Eishockeyner, das ist schon eine harte Nuss für die Gelben aus der Schweiz. Aus dem wunderschönen Davos. Und da ist einmal Stub im Angriff, im Puckbesitz. Und was macht Stub? Was macht er? Er dribbelt vorbei, er versucht es, er schafft es. Das ist eine letzte Chance vor Drittelsende. Jan von Arx hinten. Mitchell versucht es in der letzten Sekunde, doch auch er hatte keinen Erfolg. Das erste Drittel endet mit 0:0. Ein spannendes Drittel, trotz allem, liebe Eishockeyaner, das kann man nicht von der Kante schlagen. Hier noch ein paar der Highlights. Natürlich, man sieht meistens Leonardo Cenoni, die Nummer 30, der Torhüter der Davoser. Herz Davos und Adler Mannheim trennt damit 0:0 nach der ersten Drittelspause. So, und der Spiel-Scouting-Bericht, den man hier so schön sieht. Was steht da so Schönes? Ja, Leistung auf der Davoser Seite, es bleibt spannend, das stimmt. Bevorzugt in der Angriffszone des Passspiels. Ja, gut. Coaching-Anordnungen von Arno Del Curto persönlich. Was ratet er uns denn? Nimm ihnen ihre Chancen, halt es vom Tor fern. Ja, das wäre sehr schön, wenn mir das öfter gelingen würde. Bleib innen und dräng den Spieler mit dem Puck nach außen ab. Auch ein sehr guter Rat, den wir versuchen werden in der zweiten Halbzeit, sage ich schon, im zweiten Drittel zu befolgen. Hier sehen wir auch schon die Highlights. Ja, wie gesagt, man natürlich immer Leonardo Cenoni, der Torwart der Davoser. Alles klar, Seitenwechsel, das Eis wurde geglättet, geputzt, gereinigt und wir haben sehr viele Zuschauer, die irgendwie alle das gleich anhaben, aber ist auch egal. Und es geht weiter, immer noch mit der Strafe für Mannheim. Und haben wir schon Reto von Arx. Am Bulli, der versucht, aber leider gescheitert ist. So, mal schauen, was die Davoser heute bringen. In der zweiten Drittelspause, ja, sieht momentan nicht so schlecht aus, aber könnte durchaus besser sein. Da kommt schon das Eishockey, und ich hoffe, es gibt mir ein bisschen Muhuhu. Das haben wir gerade nicht gereint. So, jetzt reicht mir aber. Back, komm schon, im Sturm. Mach es Backhand. Wir haben so nichts. Und schon wieder ein Fight. Das gibt es einfach nicht, hey. Liebe Freunde, das darf nicht wahr sein.
Oh, oh, das sieht übel aus für den Davoser. Er kriegt ganz schön auf die Hucke von dem Adler aus Mannheim. Und da geht der... Sie gehen beide zu Boden. Der Kampf ist beendet. Sie haben keinen Bock mehr. Und trotzdem werden Strafen verteilt. Jeweils eine 5-Minuten-Strafe. Das ist übel, liebe Freunde. Das heißt, da wo sind nur noch zu 4 auf dem Feld statt zu 5. Das könnte ein Problem werden. So, jetzt überlege ich gerade, wie geht es die ganze Zeit Pass abfangen und so. Wow, Leonardo Cenoni, wenn ich den nicht im Tor hätte, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Vermutlich weinen. Still und heimlich weinen. Na komm schon, dass hier einen Gegner remmen und so als Verteidigung spielen, das muss doch klappen. So, geht doch. Sowas funktioniert schon mal. An Rizzi der Pass. Und. So, jetzt sehe ich bei Ihnen vorbei. Was? Abseitswarnung. Ich war die ganze Zeit im Puckbesitz. Ja. So schnell geht das mit dem Abseits. Hätte das mal besser ausgeschaltet. Aber nein, wir wollen hier realistisch sein. Deshalb spielen wir auch auf der Profi-Stufe. Obwohl, ich glaube, es geht sogar noch 2 Stufen höher. So gut weiß ich das noch nicht. Aber auf alle Fälle würde gerade etwas reinpassen. Ja, wie gesagt. Es steht immer noch 0:0 hier zwischen dem HCD und den Adler aus Mannheim. Und ich als HCD-Fan hoffe doch, dass heute Abend im Spiel, im realen Spiel, im Spengler Cup, zwischen diesen beiden Mannschaften das Ganze ein bisschen deutlich aussehen wird. Natürlich zugunsten der Davoser. Sonnenklar, liebe Eishockeyner. Freunde. Die Musik ist gerade sehr, sehr laut, aber versuche trotzdem, dass ihr mich einigermaßen gut versteht. Das war knapp. Und der hätte drin sein müssen. Verfluchter Puck. Ah, Forst, der versucht es auch. Aber schadet am Verteidiger. Das gibt's einfach nicht, hey. Der Davoser jetzt deutlich mehr im gegnerischen Feld. Ich wünsche nur, sie würden auch vermehrt den Puck in Händen und zwischen dem Stock halten. Oh, was war das gerade? Was war das gerade? Weg mit dem scheiß Puck. Er versucht es. Aber er scheitert. Und der nächste. Und er konnte den Pass abfangen. Und der Pass ging, was, zu Ronald McDonald? Egal. Jockey im Puckbesitz. Und Quoden. Hab den Namen nicht richtig gelesen. Sorry. Oh, und wie im Fußball gilt auch im Eishockey die Regel, niemals in die Mitte passen. Denn dann kommen die Konter, wie man hier so schön sieht. Ein Einzelgang, ein Alleingang, leider keine Chance für uns 1. Stub wieder mal im Puckbesitz und Stubs, er versucht es, er kann es vorbeidribbeln. Und jetzt zieht Stub vorbei. Und er schießt und ja, war eine schöne Torchance, muss man sagen, von Lukas Stub. Bramhol versucht es hinten zuzumachen, aber er schafft es nicht. Hier kommt der nächste. Er bleibt dran und Leonardo Cenoni rettet mit dem Schoner. Tamicel. Bürgler. Pass zu Steinmann und er kann alleine vorbeiziehen. Zwar nicht zwischen 2, aber er versucht es. Steinmann, Pass. Oh, der wäre zu schön gewesen. Hätte er ein bisschen früh abgepasst. Der gute Steinmann. Taticek. Back. Jan von Ax. Oh, der war auch knapp. Bürgler. Ja, die Passspiele der Davoser funktionieren schon besser. Muss man einfach mal so anmerken. Aber leider die Torchancen. Ja, wie im gestrigen Spiel gegen Team Kanada. Die Torchancenauswertung will einfach nicht gelingen. Und wieder mal ein schöner Versuch der Davoser, aber auch der wurde vereitelt. Dario Bürgler hat es versucht, leider nicht ganz. Taticek zwischen Schonen hindurch. Auch er schafft es nicht. Noch nicht, liebe Sportsfreunde, noch nicht. Wir werden das schon noch hinkriegen, keine Sorge. Die Davoser sind gut, die Davoser sind ausdauernd. Die Davoser sind hoffentlich ein bisschen besser, als ich hier wirklich spiele. Und er versucht es. Er zieht vorbei. Aber kein Problem für den Torhüter. Für Fred Wade.
17 Schüsse auf sein Tor, 17 Schüsse gehalten. Das ist bisher eine makellose Bilanz, kann man nicht anders formulieren. Da muss selbst ich als Gegner meinen Hut vor ihm ziehen. Kettemeer. Passt zu Glumak, zurück zu Kettemeer und weiter zu Reul. Link versucht es. Aber der Davoser stehen stark. Aber Ginoni macht hier irgendwie einen Scheiß. Ja, Ginoni konnte retten nach einer irrtümlichen Fehlkalkulation des Spielers, der ihn gerade ein bisschen steuert. Der wohl irgendwie die Tasten verwechselt hat. So peinlich wie es auch klingt, so war es leider auch. Aber Ginoni ist gut, er ist stark, er schafft das. Und wieder mal zu Jockey. Jockey. Ihr Schiedsrichter kommt nicht in die Quere. Und er versucht es. Und er passt und... Nein, wieder mal vorbei. Das wäre eine so schöne Chance gewesen für die Davoser. Dario Wieser hat es auch beinahe versucht. Aber auch er hat es nicht ganz geschafft. Jockey versucht wieder mal. Wow. Das war wieder mal ein bisschen zu knapp. Kommt schon zu Beat Forster, genau. Und jetzt rechts außen. Was sage ich rechts? Ich meine natürlich links. Egal, er bleibt im Packbesitz und... Der Ausgleich. Endlich aus der Luft gegriffen und direkt reingeschossen. Wie ein Profifußballer. Sandro Rizzi. Seht doch nur diese herrliche Vorlage an, die zwar eine ungewohnte Vorlage war, aber trotzdem zum Tor geführt hat. Sehr schöne Arbeit von der Nummer 69, Sandro Rizzi. Mit der Mithilfe von Beat Forster. Alles klar. Und weiter geht's. Jetzt die Adlers Mannheim natürlich auch ein bisschen wacher. Denn sie haben gesehen, die Davoser können doch Tore schießen. Man mag es nicht für möglich halten. Doch wir können es. So, jetzt bin ich dran. Ich dribbel an allen vorbei. Links, rechts. Oh, und da wurde er von den Beinen geholt. Das müsste eigentlich eine Strafe geben. Gibt es aber nicht. Der Schiedsrichter hat Tomaten auf den Augen. Würde mich nicht wundern, wenn er Tomato hieße. Ja. Dieser Scherz ging gerade ins Leere. Genau wie dieser Passversuch. Wow, ein echter Kracher. Doch weit am Tor vorbei. McDonald versucht es wieder. Und im Besitz von Stoop der Puck. Und Stoop, er rennt. Er will es wissen. Wieder mal die berühmte Abpraller-Situation. Nein, leider nicht. Der Torhüter hält heute fast alles. Nur noch fast alles, liebe Sportsfreunde. Nur noch fast. Nicht mehr alles. So, Eishockeyaner. Jetzt müsst ihr zeigen, was ihr könnt. Ihr müsst jubeln. Ihr müsst spielen. Ihr müsst, was weiß ich. Naja, jedenfalls... Ja, zum letzten Test muss ich vielleicht dazu auch mal ein bisschen sagen. Und mal ein bisschen weniger zum Spielgeschehen hier selber kommentieren. Das letzte Test, ich bin ja ein großer Eishockey-Fan, natürlich vor allem vom HC Davos, habe ich schon mal gesagt. Ja, schon öfters mal gesagt, das sollte mittlerweile auch klar sein. Wow, Cenoni, macht keine Scheiße, bitteschön, macht keine Scheiße. Ja. Und das ist natürlich NHL 13, das aktuelle Spiel sowieso. Ein grandioses... Ja. Oh, der wird gerade ein bisschen abtransportiert. Sieht nicht gut aus, der Junge, muss er sich halt ein bisschen das Bein kühlen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich NHL 13... Da es nicht so viele Eishockey-Spiele gibt und ich mir dachte, komm, da muss ich schon mal ein neues Spiel nehmen und das Spiel gerade auf dem Markt erschien. Wow. Und es ja auch, obwohl es NHL 13 heißt, nicht nur Teams aus NHL beinhaltet, sondern auch spielt Teams aus anderen Eishockey-Ligen, wie auch aus der DEL, wie zum Beispiel hier im Beispiel der Adler aus Mannheim oder auch der National Hockey League, sprich den aus der Schweiz mit dem HC Davos. Dachte mir, könnte ich daraus mal einen Let's Test machen und natürlich auch hier die Frage stellen, soll man das Ganze mal zu einem Let's Play online auch... Oh, der hat keinen Stock mehr. Ja, nicht gut, sondern das Ganze mal zu einem Let's Play online ausweiten, zu einem Let's Battle. Mal etwas so zwischendurch. Ja. Das ist meine Frage an euch und deshalb dachte ich mal, mache ich meinen Let's Test dazu. Was ich eigentlich auch ursprünglich gerne machen wollte, war noch ein Eishockey-Turnier initiieren und zwar so halt den Spengler Cup nachzuspielen. Muss vielleicht nochmal kurz erklären, der Spengler Cup ist ein Traditionsturnier aus der Schweiz, genau gesagt aus Davos.
das jedes Jahr zwischen dem 26. und 31. Dezember stattfindet. An diesem Turnier finden, ja, Volley nehmen teil. Oh, das Drittel ist zu Ende. Und es steht immer noch 1:1. Ja, an diesem Traditionsturnier nehmen dieses Jahr 6 Mannschaften teil, 2 aus der Schweiz, eine aus der DEL, in diesem Fall die Adler aus Mannheim. Da gibt es noch eine tschechische Mannschaft. Das wäre Vitkovic Stil und dann noch eine russische Mannschaft. Das wäre Salavat Yuliaev Ufa. Und das 6. Team ist das Team Kanada. Das heißt, da wird ein Team zusammengestellt aus Kanadiern, die in der Schweiz spielen. Ja, das Ganze findet jedes Jahr statt und daraus, ja, wie gesagt, ist ein Traditionsturnier und so. Da wird dann halt der Spengler Cup-Sieger ermittelt. So, was sagt jetzt der Coach zu uns? Großartiges Goaltending, das stimmt. Bevorzugt in der Angriffszone des Passspiels, stimmt auch. Zieht die Verteidigung zusammen, um dem Angriff aufzuweichen. Was, aufzuweichen? Nicht auszuweichen. Tippfehler. Bleiben den Passwegen, das ist auch ein guter Rat. Ja. Wie gesagt, würde ich gerne das, dachte ich mir, so können wir auf das Turnier nachspielen. Das wäre soweit kein Problem. Wobei, stimmt nicht ganz, das ist nämlich doch ein Problem. Und zwar, wie ihr sehen könnt, die deutschen Mannschaften kann man auswählen, die Schweizer Mannschaften auch. Team Kanada müsst ihr selber erstellen, was man hier ja auch kann. So ähnlich wie bei FIFA 13 kann man hier auch eigene Teams erstellen. Das wäre so gesehen kein Problem. Weder von Angst und Bulli. Und das dritte Drittel beginnt. Was ein Problem wäre, ist nämlich die russische Mannschaft. Denn man weiß ja, die russische Liga, die KHL und die NHL, halt die amerikanische Liga, die sind so ein bisschen verfeindet, sprich halt Westen gegen Osten und so, und deshalb ist die KHL hier nicht vertreten. Das heißt, es wäre auch noch eine Mannschaft, die ich selber erstellen müsste. Ich weiß aber nicht, ob man 2 Mannschaften erstellen kann, so ein Turnier. Ja, halt soweit ein bisschen ein Problem. Müsste ich schauen, ob das wieder geht und so. Ihr seht schon, ich spiele hier miserabel. Das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt hier spiele, beziehungsweise das zweite Mal. Ich habe mal ein bisschen das Tutorial noch so durchgesehen, aber man müsste schon ein bisschen öfter zocken, intensiver spielen, um das Ganze natürlich richtig zu beherrschen. Wie man hier sehen kann, kann ich das Ganze überhaupt nicht. Weil ich hier noch zocken muss oder kommentieren muss, aber ja doch, jetzt ging es wieder. Naja, mal gucken. Ja, wie gesagt, müsst ihr entscheiden, ob ihr denkt, ja, NHL 13 ist ein gutes Spiel, kann man durchaus Let's Playen. Ich meine, hier ein Turnier machen, so etwas. Wie gesagt, ist nur ein Let's Test. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen, weil ja, NHL Eishockey, ich denke jetzt mal, NHL 13 noch nicht so viel Let's Played worden. FIFA 13 wohl schon eher, weil Fußball ist sowieso bekannt und beliebt als Eishockey. Für mich persönlich eher nicht so. Ich bin zwar auch ein Fußballfan, aber ich schaue, wenn schon Fußball, eher dann, wenn halt Bundesligaspiele sind. Halt auch wenn, Bundesliga sage ich schon, Champions League natürlich. Dann, wenn auch Schweizer Mannschaften vertreten sind und sonst halt bei Länderspielen. Ansonsten interessiert mich Fußball nicht mehr so wie auch schon früher. Da ist mir ein bisschen die Luft raus. Ich bin da mehr zum Eishockey-Fan geworden. Ja, und deshalb denke ich auch, Eishockey-Spiele oder Let's Plays gibt es nicht so viele. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann denke ich mal, kann man das durchaus machen, oder? Auch immer ein Bulli-Spiel. Ah, der adlerische Torhüter. Der Torhüter aus Mannheim. Sind noch gefährlich. Oh, dieser Schuss war auch nichts von schlechten Eltern, hey. Alter Schwede. Und die Fans in den Gläsern immer. Ich denke mir immer so als Fan, dass wenn damals das Glas zersplittert, bist du sofort tot. Die Schüsse haben immer so eine Geschwindigkeit drauf. Da bist du gerade Kill geholt, ist der Kopf gerade ab. Da ist der Kopf ab. Eine Strafe. Wieso denn? Das war doch nur ein Check. Ja, okay, war vielleicht ein Cross-Check, aber... Ach komm schon, wegen einem kleinen Check da. Ach, der Schiedsrichter mal wieder, hey. Ja, ich weiß, okay, sind die Schiedsrichter, glaube ich, ein bisschen sensibler als im Fußball. Naja, denke, kommt auch ein bisschen auf die Schiedsrichter drauf an. Nicht wahr? Denke mal, auch im Fußball wird es Schiedsrichter geben. Meine Fresse, ein bisschen langsamer. Die ein bisschen sensibler sind und sofort pfeifen, aber im Eishockey gut. Eishockey ist sowieso eher ein brutaleres Spiel mit Körpereinsatz, vermehrt als im Fußball. Und daher sollten eigentlich die Schiedsrichter im Eishockey, vor allem natürlich in der NHL, da ist sowieso ein bisschen härter und alles. Oh, im Abseits waren sie. Wieso? Wieso waren jetzt die Adler aus Mannheim im Abseits? Ich meine, Davos war zuletzt hinten. Naja, egal. Aber sicher eigentlich ganz gesehen, der noch weiter hinter mir stand. Egal, jetzt haben wir jetzt versucht, der Sykora hat, glaube ich, den Ball, eine Perk, eine Katrierte gesehen habe, oder? So, Jan von Ax. Was? Hä?
Wie? Wo? Wieso? Die Adler aus Mannheim, sie waren doch vor mir. Da waren noch 2 vor mir. Kapiere ich nicht. Also Schiedsrichter hier teilweise ist schon ein bisschen crazy. Okay, ich schaue gerade auf die Uhr. Drittes Drittel. Wir haben noch ein bisschen mehr als die Hälfte des letzten Drittels. Und immer noch steht es 1:1 zwischen dem HC Davos und Adler Mannheim. Hallo Stup, das ist bitte mal, Dankeschön. Stup versucht es. Er dribbelt vorbei, oder wohl er zieht dran vorbei. Er zieht weiterhin dran vorbei und zieht einen schönen Schlenker und versucht den Pass auf Bürgler, der aber total scheiße war. So, Jan von Ax versucht es wieder. Und die Davoser denkt sich jetzt müssen wir ein bisschen härter an die Sache ran. Oh ja. Da könnt ihr einen lassen. Davos müssen viel aggressiver spielen, denn sonst werden sie noch viel weitere solche Chancen vermutlich nicht abwehren können. Und sie versuchen was Neues. Ah, der hätte funktionieren können, der hätte eigentlich funktionieren müssen. Und jetzt versucht es Reto von Ax. Doch ein Pass an seinen Bruder. Doch auch da wurde nichts daraus. Wieder einmal ein Bully vor dem gegnerischen Tor. Ja, die Zeit wird langsam knapp, liebe Freunde. Die Davoser müssen sich etwas einfallen lassen. Und Bulli-Gewinn für die Deutschen. Die Davoser ziehen sich alle zurück. Sie wissen, sie dürfen keine Chance mehr riskieren. Aber natürlich auch hier steht wie immer zu hinterst Leonardo Cenoni, der alles abfängt. Er schafft einfach alles. Haben wir nur 4 Davoser gegen 5 Mannheimern, ist es nicht ganz so einfach. Und da oben blendet uns gerade die Honda-Werbung ein. Vielen Dank auch Honda, dass ihr mir so schön die Sicht verdeckt. Naja, macht ja nichts, nicht wahr? Ein bisschen Werbung muss sein. Hilfe, Sandro Rizzi. Rizzi! Wo ist Riesen? Riesen, probieren Sie diesen. Nee, Riesen ist nicht auf dem Feld, leider. Rizzi muss alleine regeln. Jan von Ax. Ja. Nicht ganz. Wie gesagt, die Davoser müssen ein bisschen aggressiver spielen. Und da! Man glaubt es kaum. Ja, was heißt man glaubt es kaum? Der Führungstreffer für die Adler aus Mannheim. Es war doch abzusehen, Freunde. Christoph Ullmann hat das Tor geschossen. Das ging so schnell, da hatte Cenoni keine Chance. Allein gelassen von seinen Vorderleuten. Jetzt reicht es mir. Reto von Ax. Auf Stup. Und Stup zieht dran vorbei. Er zieht es. Er zieht es durch. Er versucht es zumindest. Er passt auf Reto von Ax. Doch kein Durchkommen. Durch die gegnerische Verteidigung. Die Mannheimer stehen wie eine Eins. Das muss man ihnen lassen. Aber man sieht schon, die Davoser versuchen es. Sie dürfen nicht versagen. Das wissen sie genau. Hier bei ihrem Heimspiel. Bei ihrem Heimturnier. Beim Spengler Cup. Und da, sie versuchen es wieder. Sie versuchen es. Und sie schaffen es nicht. Sierra hat es geschafft. Dem Davoser Stürmer den Puck vom Stock zu nehmen. Und was passiert jetzt? Stup! Ein wahnsinniger Schuss, doch er hat nicht ganz sollen sein. Und da ist Rizzi wieder dabei, doch viel zu langsam. Die Davos wieder mal ziemlich lustlos, wie es scheint. Doch da kommt schon Reto von Ax von der Reservebank. Ich quatsch schon viel zu schnell, liebe Freunde. Und da kracht es ganz schön. Ja, ich habe doch gesagt, die Davoser müssen aggressiver spielen. Und da, nein, nicht ganz, aber Cenoni hat den Puck natürlich schon von weitem gesehen. Und ein Bulli. Ein erneutes Bulli. Wird es auch einen Bulli-Gewinn geben für die Davoser? Nein, kein Bulli-Gewinn. Lee an! Wow, der war nicht schlecht von schlechten Eltern. Wow, fast das 2:1. Liebe HCDler, jetzt müsst ihr euch was einfallen lassen. Und da ist er auch schon. Jockey. Hier kommt der Jockeli. Er zieht vorbei und er schießt. Und nein, er wurde gestoppt durch den gegnerischen Verteidiger. Das darf nicht wahr sein. Leck mir am Schöpli. Und die Mannheimer im Gegenzug überhaupt kein Problem, durch unsere Verteidigung zu ziehen. Sie versuchen es wieder und. Oh, weit dran vorbei. Man könnte sich als Davoser-Fan
die Haare raufen. Immer noch steht es 2:1 für die Adler aus Mannheim und das 5 Minuten vor Schluss. Das wird nochmal ein richtig fieses Spiel. Oder vor allem ein richtig heftiges Spiel. Ullmann wieder am Sturm. Wird abgedrängt durch Nervoso und Fehlpass auf Bürgler. So, liebe HCDler, jetzt müsst ihr euch was einfallen lassen. Alleingänge, sehr schön. Ihr müsst durch die Schoner hindurchziehen. Ja, das gibt's einfach nicht, hey. Was machen sie da vorne? Da prügeln sich zwei, das gibt's einfach nicht. Ich zieh vorbei, ich zieh vorbei, ich zieh vorbei. Und Mitchell, komm schon. Nein, es sollte wohl nicht sein. Es sollte einfach nicht sein. Das 1:1 bleibt wohl das bisher einzige Tor der Davoser. Und Puckbesitz für... Nein, das hätte beinahe was werden können für die Davoser Fans vor dem gegnerischen Tor. Aber es geht natürlich nicht auf. Im Gegenteil, Beat Forster hat es versucht, aber ist gescheitert und... Wenn es nicht Leonardo Cenoni gehen würde, ich weiß auch nicht weiter. Nein, nein, er versuchte es, aber er wurde von den Füßen geholt. Beat Forster. Jockey versucht es. Oh. Das war wieder mal ganz knapp. Er wäre beinahe abgelenkt worden, dieser Schuss. Komm schon, komm schon. Wow. Und wieder mal ganz knapp. Die Adler aus Mannheim, sie gönnen den Davosern keine Ruhe. Sie wollen es wissen. Doch jetzt der schnelle Konter. Der Davoser, vielleicht der einzige noch, den es gibt. Es bleibt nicht mehr viel zu spielen. Noch 60 Sekunden. Oh, es wird immer knapper. Noch knapp 50 Sekunden für die Davoser. Die Chance, die letzte Chance, noch etwas zu reißen. Beat Forster, er versucht es im Alleingang noch einmal. Oh, wieder mal eine hervorragende Torchance, die ungenutzt bleibt. Das darf einfach nicht wahr sein. Wie viele Chancen haben die Davoser? Wie viele haben sie genutzt? Wow, auch das wieder eine super Strafe. Eine super Chance für die Adler aus Mannheim, die ungenutzt blieb. Dafür kriegen sie eine Strafe. Für 20 Sekunden noch. Was nicht allzu viel bringen dürfte, doch wir wissen alle, die besten Tore werden zum Schluss geschossen. Siefers im Puckbesitz, der Wurst müsste sich beeilen. Wieder von Marx, nimmt ihr endlich mal den scheiß Puck. Was machen die Davoser da? Komm schon, Runde, gib frei, gib frei. Nein. Keine Chance mehr. Sie haben keine Möglichkeit mehr, dieses Spiel zu gewinnen. Der HC Davos verliert gegen die Adler aus Mannheim mit 1:2. Eine schmächtige Niederlage, liebe Sportfreunde. Kann man nicht anders sagen. Was aber nicht zuletzt an mir liegt, da ich einfach die Verteidigung zu sehr vernachlässigt habe. Und auch nicht richtig wusste, wie ich da die Spiele anpacken soll, wie ich das Ganze am besten steuern kann. Denn man hatte gesehen, ich bin öfters am Gegner vorbeigerannt, obwohl er vorbeigeschlittelt, spielt doch keine Rolle. Hier nochmal die Torchancen. Oder wohl eher die Tore. Die Adler aus Mannheim gewinnen somit 2:1 gegen den HC Davos. Und ich hoffe mal, dass heute Abend um 20:15 Uhr am 28.12.2012 das Ganze nicht ähnlich ausfallen wird, sondern wohl eher im Gegenteil, dass der HC Davos gewinnen wird. Wie das Ganze dann genau aussehen wird, darüber informiere ich euch sonst noch, oder ihr könnt euch auch selber informieren. Ich denke mal, gut, die Schweizer Fans sowieso dürfen das Ganze auf SF2 mitverfolgen. Ob die deutschen Fans unter euch, wohl eher die Deutschen sowieso, die im deutschen Fernsehen zuschauen, das Ganze mitverfolgen können, das weiß ich nicht, auf welchem Sender das überträgt wird, das müsst ihr euch selber informieren. Ja, soviel dazu. Ich merke schon, nach 40 Minuten hier kommentieren wir das schon ein bisschen aus der Puste und auch nicht mehr so gut im Kommentieren selbst. Mir passieren ein paar Grammatikfehler zu viel für meinen Geschmack. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen und je nachdem, ob ihr denkt, ja, das Spiel ist gut, das Spiel ist schlecht,
ob er das Ganze dann weiterziehen soll, eventuell einen Spieler-Cup nachspielen soll oder sogar natürlich eine Meisterschaft spielen soll, wie ihr es sehen könnt. Man kann da die NHL spielen, man kann auch, halt, denke mal, vor allem für die Schweiz-Fans noch interessant, die National Hockey League, ja, mitspielen oder nachspielen. Auch die DEL wäre möglich, es wäre so vieles möglich, aber natürlich nur, wenn ihr auch so wollt. Natürlich beim nächsten Mal wird ein bisschen besser vorbereitet sein, sprich da natürlich auch besser spielen können, weil das war ja auch in alles in Let's Testen so, sprich ich bin noch nicht so gut darin, wie ich das gerne sein würde. Aber ja, das sehen wir dann alles, wenn es soweit ist, nicht wahr? Also nochmal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!